Hauser Flo annehmen sinn eng zocht GPS vu Fréier. Flo annehmen sie sind Identität vom Raum am Raum, sie weisen Kommunikation vom Raum an iwwer der Raum. Da sie von enger Platz op die anderen gegangen, sie müsste wissen, wo sie hingehen, an enger Zeit, wo noch keine Karte gouf, wo es auch sos zum Teil auch noch keine Straße nehmen gouf, hört einfach müsste wissen, wo hingeht, und da kann den ganz einfach von enger Platz op die anderen anhand vom Numm sich orientieren. Flo annehmen sie sprachlich ganz interessant, weil sie Teil von der mündlichen Überlieferung sind, mündlicher Kommunikation. Von denen sie zwar auch abgeschrieben, dass dadurch, wo wir sie heute erforschen können, sie sind aber primär immer mündlich weitergegeben. Die Flower, die abgeschrieben sind, sind sich auch nicht mehr dann abgeschrieben, wenn sie irgendwie rechtlich oder fiskalisch irgendwie interessant waren. Im Archiv haben wir auch einerseits die historischen Dokumente und da stehen natürlich die Flower neben dran. Das heißt, die sind damals festgehalten, gehen von den Leuten, Zeitzeugen. Das heißt, wir sehen wirklich an den Dokumenten, wie aus der Flower damals geschrieben gehen und was tun die Leute damals damit gemacht, wie tun sie gebraucht. Für die Notare war die immens wichtig, wenn sie dann ein Stück Land verkauft haben, für dann wirklich können präzise zu sagen, das Leid do. Und das ist eben mit der Flower geschieht. Die Source ist auch meine Rechercherin, eine immens reiche Source, weil du kannst wirklich egal was für eine Note abschlagen, dran lesen und da fällt dir schon ob x Flower nehmen, die dann da draufstehen. Die andere Kategorie von Dokumenten, das sind Recherchedokumente. Das ist mir eine ganze Reihe von Historikern, die sich auch schon seit Jahrhunderten mit dem Sujet von der Flower nehmen, Lieu, auseinandergesetzt haben und eben Recherche gemacht haben, sich dafür interessiert und mehr etymologisch, was heißt den Namen, wo könnte das hier, und das ist natürlich dann noch schriftlich festgehalten gehen, und die Dokumente versuchen wir auch hier und stellen sie dann auch der Rechercherin zur Verfügung. Mir fanden die ganz wichtig, dass die nicht bei Null muss fangen. Das heißt, die Leute, die sich heute für die Flower nicht interessieren, sollen eben können von der Recherche von früher profitieren und können eben darauf aufbauen. Flower weisen als Vergangenheit, die man sonst nicht mehr haben. So man der Stadt zum Beispiel der verlorene Kast, den so nämlich gesagt, von hier weiß das da aber, dass da früher ein Zucht Burg war oder irgendwie eine Fortifikation. Wir haben auch Plätze wie der Krautmarkt, der Fischmarkt, die so kein Markt mehr sind, wie sie existieren. Sie existieren auf der Platz. Den Rote Pütz zum Beispiel, den noch nicht mehr da ist. Plus selber, Platz Darm, die auch nicht mehr plus ist doch just nicht mehr Platz. Das ist einfach irgendwann die kulturell wichtigste Platz gewesen.
Ich von denen wie bekannte Flower nehmen als auch der Kirn, den von Kirchbierch bis an den Norden nach Finland zu Döle auch ganz viel findet. Was das da drin, das nehmen der Zeit durch die Französisch Chemin, kennt das zum Gallischen, und das ist sich ein Stoß gewesen, ein Schnellstoß gewesen, wo die Leute drauf marschiert, auf allem Soldaten drauf marschiert sind. Na, den Heibüsch, den ihr hier seht, das ist der berühmte Kadeschbüsch, den als super eng Begriff. Also Rekruten nur seine 4 Monate, die weiß so genau, was der Kadeschbüsch ist, von da bis an die Unität ist, wo sie mehr allein mussten eins gehen und rumlaufen. Da sieht der Kader RW beim Kadeschbüsch. Aber wenn der Kader dann am 20 Minuten nach oben ist, da stehen sie proper in der Reihe, da wissen sie, sie sind auf der richtigen Platz. Da haben wir also nicht wie von Hai, das ist ein bisschen ein Problem, darüber. Das ist den Dreiecksbusch. Den als Dreiecksbusch wat, das ist auf einer Kreuzung, wo 3 Wehr näher kommen, und da findet Dreiecksbusch. Also Flower nehmen sind, also ich quasi am Alltag hier auf Herrenwirsch bei seiner Armee nach immer Tag und täglich im Programm, wie schon jeder, der hier in der Armee war oder ist, der weiß so genau, wo ist den Dreiecksbusch, wo ist der Katzbusch, wo ist der Fahrschulzweh. Aber bei uns, wir nennen Flower nehmen nicht richtig Flower, wie bei sich der Baptême de Poing, das heißt, wir dürfen verschiedene Plätze, wie sie sollen exakt heißen, da weiß ich von was wir schwätzen. Auch an den Operationen, wie an der Mission, die wir in Afghanistan, muss ich feststellen, Kabul ist voll mit Trompen, alles sieht selbst aus. Aber wenn du aber dann verschiedene Punkte in Numm gibt, Flower Numm wie Violet oder Blue, und seht den du gerade, hey, du ist etwas und hinter dem Radio, da weiß all Eisafzahl wusst, du ist etwas, wir bleiben weg. Das heißt, Flower nehmen an der Armee sind extrem wichtig für unsere Sicherheit und auch für den Zeitgewinn. Und du wirst bei uns eben oft angebraucht. Flower weisen also vor allem die markanten Sachen. Wir finden so auf so Plätze wie im Galgebirge zum Beispiel, den vielleicht der Menge oder andere just an enger Platz am Land bekannt ist, mit Gofen am Land viel der Galgebirge, weil der Galge noch mehr Gofen. Bei dem wie Kockelscheier zum Beispiel sei den, dat früher Kohl verschafft genossen. Nicht der Kockelscheier gouf, da war früher auch Kockelbüsch zum Beispiel, die kommen ganz oft nie bei 4. Auf der einen Seite den dann Tolsereisgold für Kohlen zu machen, auf der anderen Seite den Kohlen natürlich auch müsste lagern. Oder mir noch ganz einfach in der Stadt ein Platz, das muss ich auch Floren und Gelefrat zum Beispiel, wieso das Menge markanter Position benannt, eben Gelefrat, weil die von die Suche so funktioniert der Floren. Wie beim Beispiel Almolkerei an der Stadt zum Beispiel gesagt, wo nach 4 kurzem nach Gebäi Stung von der Molkerei, der war nämlich so gut, aber der Flower an den Hai als Bushaltestelle danach existiert, selbst was neu kann geschaffen gehen, da das aber immer gemacht gehen, so den zum Beispiel in Brasilien. Also wenn nicht Diskussionen darübersen hören, was Flüchtlinge nur belangt, das uns mal, mein vier wären noch Flüchtlinge. Brasilien, das hat eine gewisse Geschichte, sie ist auch relativ bekannt. Das waren seinerzeit die Leute, die wie relativ viel Armut zu Lützeburg waren, haben alles verkauft. Sie wollten an Amerika auswandern. Die haben dann alles sich vertraut und Leute, die haben dann die Billet für über und dann ein bisschen Land über versprochen und dann verkauft haben, dass sie so kommen. Hafen zu Bremen, respektive zu Hamburg, und da war kein Schiff da, und da war nichts da. Und da standen die Leute für nichts. Und dann sind die zurückgekommen, zu Lützeburg Vollkäse mehr, daheim hatten sie nichts mehr. Und die haben sich hier angesiedelt, weil da irgendwo ein bisschen so niemands Land war. Und da mussten wir gucken, für drüber drinnen zu kommen. Und dadurch könnte nun, da ist am Anfang der Gag gemacht, gehen wir denen nach Brasilien, weil sie am Anfang wollten nach Brasilien gehen, und war nicht da. Eigentlich ist Grevels von den gescheiterten nach Brasilien Auswanderer gegründet gehen,
Neubrasilie selber als am Anfang den innischen Teil vom Dorf, das geht um Kahle Reis genannt. Kahle Reis, den umseht, das ist nicht viel gewusst. Es wollte die Bauern, die hier auf den Nobelstierfer waren, die haben das nicht exportiert, das nicht mehr Ginsto gewusst, war Kuppen, da war nicht viel. Und die haben die Leute doch nicht so gesteuert, die da rumgekommen sind. Dafür haben sie sich auch da dürfen näher lassen, dafür sie auch da Geduld gehen. Das lo am Fond kein Schiff mehr da. Per contraire, es gibt sogar noch 4 gestartet. Zum Beispiel, wir haben ein Centre Neubrasilien hier, wir haben einen Campus Neubrasilien hier, eine Schule. Die Leute, die sind aber lo, das ist eine Generation, wo du siehst, ja, guckt, was wir haben hier. Wir können aber lo stolz darauf sein. Wir brennen es nicht zu schummeln, weil diese 4 Fälle geschieht das. Neubrasilianer, die Leute haben sich nicht selber so bezeichnet. Sie sind aus der Sportmartine gemerkt. Dafür sind sie Neubrasilianer genannt. Wer da auch noch von Hausnehmen gebraucht gehen als Hopstpier zum Beispiel. Den aus von die Leute, die von der Hopst kommen. Becher, mich, das ist ein Mann, den ich kannte. Die Leute, die von Bech kommen, da sind noch verschiedene Hausnehmen entstanden. Wie haut an anderen Deel eben Haus nehmen, nicht unbedingt Familiennummers, sind die so entstanden. Dorf hat am Dorf gelebt. An Lützeburg und sich hier Kultur im Dorf gemacht. Richtigen Haus. Das war immer am meisten. Da war auch ein bisschen immer jalos. Die anderen Bauernhäuser, die hatten eine Nummer. Das war dann die Familiennummer und danach ein Hausnummer. Das hat aber trotzdem ein bisschen mehr angeklungen. Wenn ihn ganz ruhig über die Sachen nachdenkt, dann hat das alles seinen Sinn und auch seine Ursache. Das wird einfach zum Patrimoine vom Dorf gehört. Wir sind direkt vor den Leuten lokalisiert. Ja, und da war eine Geschichte dann noch alles von den Häusern. Das war ja dann immer, also, das war einfach so. Alle Häuser gerne was sein, nur um 4 Uhr geht. Aber, ob die nehmen, ob sie weitergehen, ich ging so, als kann wäre doch egal. Ich hoffe, dass der aber wissen, wenn der Meier sind, dass das nachher ist. Naja, also ich kann ja nie so, wie es weitergeht, das weiß keiner. Weil so eine Evolution, wie mehr erlebt haben, manchmal erlebt keine Generation mehr. Es war eine arme Zeit, wir haben eine schöne Zeit erlebt. Also mir ist es wichtig, dass die NIM nach so gut wie möglich weitererhalten gehen, weil das sind nicht lang NIM, es sind noch die ganzen Werte, die damit verbunden wären. Und das war nicht nichts, das war eine ganze Geschichte. Das war eine ganze Geschichte. Das war nicht nur ein Einzelsujet. Und das hat Lebensqualität. Das hat Lebensqualität. Und es war glücklich dabei. Ich war froh, dass der Joris uns kontaktiert hat, weil es liegt mir am Herz, dass die Patrimoine zumal hier an dem Eck, wo ich wohne, dass das mehr oder weniger nach erhalten bleibt. Und da gehört ja dann auch niemand von den Häusern dazu. Die Hausnehmen gehören mit den Häusern, mit den alten Bauernhäusern zur Geschichte und Identität von aller Ortschaft dabei. Und das ist eben ein Hausnehmen und ein altes Haus gehören einfach zusammen. Das ist eine Symbiose, die einfach
nicht zu trennen ist. Es sind auf den Projekt mit den Plaketten für das Haus nehmen drauf gestoßen, weil eben andere Gemengen das auch umgesetzt haben. Und ich wollte das eben noch bei mir in der Gemeinde eben umsetzen. Also auf der Plakat ist eben oben links das die Wappe von der Gemeinde, den ist farbig. Dann ist der Rest einfach so ein mülliges Glas, ziemlich durchsichtig, dass ich aber nach ein bisschen Farbe von der Fassade gesagt. Dann ist eine kleine Randung. Und dann hast du ein Innenhaus, es kann da auch ein Purhaus nehmen drauf kommen, weil es war auch Häuser, die mehr Haus nehmen hatten. Und da pochen wir auch drauf, dass an all Haus nehmen drauf kennt. Also, dass wirklich dann der Gesamtpackage zusammen ist. Wenn du geben Bau ein Haus aufgehabt, gehen an käme eine Residenz dahin und die Welt nach irgendwie den Haus halen, natürlich kriegen die kein Plakat, wie wir es kreiert haben. Wir können einfach die Residenz den so schreiben oder zum Beispiel können durch die Straße allen Haus benannt gehen. Wenn man da doch schon zu gar nicht schon an 2 Fällen, da sind ja Haft, da gibt leider ein schönes Bauernhaus aufgehabt, aber natürlich wird ein Haus aber evaluiert, an dem die Straße benannt wird. Schengen, das ist ein anderen Straßennummer, da gibt 2000 behalten, also einfach durchgehen, 100 dem Bauernhaus gibt die Straße eben erbaut, eben da die Straße nur dem Haus zu benennen. Die Hausnehmen verraten ja auch immens viel einfach über die Geschichte, wen hat daran gelebt, welchen Beruf haben sie ausgeübt an dem Haus. Und das ist also einfach interessant auch für die Leute, die vielleicht an das Haus beiziehen, die nicht wirklich an dem Haus da abgewusst sind oder keinen Rapport zum Haus haben. Da können sie mal ein bisschen noch an die Geschichte von dem Haus ein bisschen stöbern, aber so Sachen geworden, die sie vielleicht noch nie für drinnen wussten. Und auch das ermöglicht eben Plakat durch eben den QR-Code und auch eben den Kontakt mit den Proprietären, die halt auch gar nicht wussten, wie das Haus nun war oder gar keinen Bezug zu der Geschichte vom Haus hatten. Und umso mehr froh waren, wie du einmal das Projekt hier kommen, also an der Gemeinde, und einmal sich auch ein bisschen damit aufgehen können, ja, was stößt eben halt mit dem Haus ein bisschen. Was für Geschichten kann das Haus auch erzählen? Also die Reaktion auf das Projekt war wirklich immens groß. Also die meisten Leute haben mitgemacht. Und auch sogar, wo man gefragt hatte, vielleicht der QR-Code, den ja fakultativ ist, gegen vielleicht auf viel Widerstand stoßen. Mit war aber nicht so. Also die meisten Leute wollten sogar auch mit QR-Code. Ich war am Anfang wirklich skeptisch, wie die gesagt angefangen hat, weil ich gedacht habe, alle Haus nehmen, als etwas, das kennen die meisten Leute halt gar nicht mehr. Und die älteren Leute, die kennen, die sind das dann nicht mehr als Haus nehmen, die schwätzen sowieso nach an demselben Jargon führen. Wenn ich einfach dann irgendeinen Namen holen, und die geht dann von älteren Leuten XY genannt, und die geht dann auch von den jungen Leuten, was sie im normalen Familiennamen genannt, dann soll ich mir das als etwas, das soll man nicht verlieren. Man soll das einfach auf irgendeiner Weise beibehalten und gucken, dass wir das für die nächste Generation festziehen. Es sind hier erst auf die Welt gekommen, das heißt, es schon hier an dem Dorf mein ganzes Leben verbunden. Mit einer kleinen Pause, wie ich an der Stadt war, dafür sind ich auch gerne zurück auf die Dorf gekommen, weil für mich ein Dorf besonders das für die Stadt. An der Stadt gibt es kulturell zwar viel Gebäude, aber das Problem ist, es gibt aber keine Kultur. Das ist ein Unterschied für mich zwischen kulturellem Leben und Kultur. Das Dorf ist für mich zusammenleben, Stadt als individuell Leben, jeder für sich. Und ich meine, das soll bei einem Dorf nicht der Fall sein. Es geht natürlich immer mehr schwer, für das aufrecht zu erhalten. Ich will nur ein Beispiel. Früher hat er gesagt, dass dort so ein Beispiel der Birch Robert. Das Problem ist, wenn ich heute zu einem Jungen so bis 40 Jahre, dass der Birch Robert sich wie das steht. Dabei ist der Mann hier am Dorf und hier aber Dummlinger. Birch Robert, das war ein üblicher Name. Da wo auch Schiedrewen wär, so wie Noppusch kann auch. Mein Mama war Birgedelin, mein Papa war Birschoss. Also da das so am Dorf üblich gewesen, dann wo auch Schiedrewen nicht wär. Der Ursprung von einem Haus Nummer Hai Abirch, den Ass durch die Position vom Haus kommen, weil das Haus ein bisschen auf einem Kopf steht. Das war 100 Jahre so, dass die Häuser hier ein Hausnummer hatten, egal wie die Familiennummer dann noch am Haus war, mit den Hausnummern als immer beibehalten gehen,
Dadurch, dass aber immer mehr Neuhäuser gebaut sind, dadurch, dass die kriegen Haus nicht mehr. Und dafür fand ich es wichtig, dass an alle Häuser, die noch bestehen an der Wirtschaft, dass die dann ihren Hausnummer aber sollen behalten, dass die jungen Generationen das noch mitkriegen. Weil das wäre auch die Ursache für was, dass ich darauf gehalten habe, wie wir hier umgebaut haben, das soll den Numm abgeben, dass die soll Haus bleiben, dass sie nicht soll verloren gehen. Das ist ja aber ein Flotzer, ging ich so. Und sind noch Einzelhäuser, die das auch schon gemäht haben, und es wäre schön, wenn das nicht ging, vorgeführt ging, dass die alle nicht gingen verloren. Hatten in der Zeit 4 Kaffee, und Leute da begehen, die sie sonst an die Masse gingen, nur der Masse ist sie dann bei der Wirt gegangen, ein paar trinken, sind Neuigkeiten aus dem ganzen Dörfer durchgeholt gehen, und dann sind sie heimmäßig gegangen. Heute war halt mal mich spät, das ist vernannt, wenn sie zu spät erst gekommen sind, und so wie das dann war. Das hat aber so Charme. Die Zeit haben die Leute viel mehr zusammen gelebt. Sie haben mit denen geschafft, ihnen die Männer geholfen. Das ist schön, dass nicht mehr Leute Wert drauf legen. Ne? Aber durch die Initiative kann das ja aber ableben. Dann ist das eine gute Sache. Das Problem ist einfach, wenn man Haut guckt, die jungen Leute haben so viele verschiedene Interessen, die gehen eigentlich mit allen möglichen Mitteln aus dem Dorf herausgezogen. Wenn wir hinten nicht wissen, wie es war an der Zeit, dann können sie es nie gewöhnt gehen. Aber wenn wir an dem Rhythmus weiterfahren, wie wir die letzten 40 Jahre gefahren sind, dann weiß an 10 Jahren kein Mensch mehr, was gelernt was für tun. Aber das ist aber immens motivant, wenn ich gesagt dass die Leute alle gut machen. Egal für was für eine Nation und egal was für ein Spruch. Wir haben zum Beispiel hier in Haus am Dorf, die Frau aus Engländer, der Mann aus Belgien. Sie haben ein Haus gekauft für mehr wie 20 Jahre. Sie haben aus erster gekauft schon den Hausnummer auf das Haus geschrieben. Sie sind natürlich noch mehr froh, für das noch ein Kehr als Plakat gesetzt zu kriegen. Aber das weißt du aber, dass es nicht einfach durchgeht, für zu sagen, ja, die Leute interessiert das nicht. Wenn wir nicht auf die Leute zugehen, dann hilft das nicht. Wir müssen uns abmachen, wir müssen Leute wissen, wie es geht. Und wenn das verlässt, dann dürfte man in Zukunft kein Problem haben. Coming from a different country, it's important to feel integrated, and that was very, very important and key for me and also for my husband and for our children. So what brings us so much pleasure is being with the children. We eat together, we laugh together, we cry together, we share stories together. And so for us, it was important to remember those who had already lived in the house, those who had already contributed to the history of where we live. And as I say, it has a soul. This house has a soul. So for us, it was important to acknowledge that and to pay respects to those who had already lived in the house by putting the name on the front of the house. I'm familiar with house names, but I'm actually talking more about in England. It's a very common thing. I have come from the countryside in the southeast of England, where we have very rural areas, and it's typical in from where I was from to give your house a name. So for me, it wasn't anything unusual at all. In fact, it made me connect even more. I was really happy to then be able to continue that by now having also the name on the house where I currently live. Das wird allgemein wichtig für die Generationen, die neu kommen. Für das so Bezug einfach kriegen zu ihrer Gegend und sich mehr verwurzelt spüren. Und auch dummer da mehr standhaft am Leben gehen. Und das gehören eben präserviert zu gehen, weil das die Vielfältigkeit als eben der wirkliche Reichtum von der Menschheit mit seinen Traditionen, mit seinen Kulturen. Das ist eben das, was die Menschheit von sich ausmacht. Und durch die Häuser und Flöhen, die geht eben der ganze Charakter von einer Gemeinde oder einer Ortschaft hoch gehalten. Und das kann sich eben differenzieren von all Gegenden. Das ist eben die schöne Vielfältigkeit, die wir dann haben, eben für eben die Identität und den Charme zu behalten von all Gegenden.